Dort ist echt die längere Lärm. Den gibt's mir. Sehr schön. Endlich die Cover abgeben. Endlich! Ja. Und ich filme jetzt nur noch mich. Heute haben wir uns aufgemacht, und zwar sind wir von Rättvik weitergefahren auf Mora und dann links, und wir gehen jetzt wieder ein bisschen in den Süden runter. Das Wetter hier oben ist so ein bisschen und unten soll es besser sein, und jetzt sind wir hier noch auf der Seite entgegen, ja, rechts rausgefahren und sind jetzt hier gelandet. Das ist anscheinend das Waldmuseum, aber was noch viel wichtiger ist, was es hier hat, ein Kaffee mit Waffeln. Ich brauche jetzt unbedingt einen Kaffee, let's do it. Kaffee und Waffeln. Das ist, glaube ich, die erste Waffel für mich ever. Ich habe, glaube noch gar nie eine Waffel gegessen. Und, wie ist es? Das ist fein. Bei dem Waldmuseum geht es darum, wie das, die Schweden ihre Wälder genutzt haben oder immer noch nutzen zum Teil. Das hier ist jetzt eine typische Waldhütte von Waldarbeitern, die aus dem 1920 ist, und dazumal haben sie selber verantwortlich, also sind sie selber verantwortlich dafür, um die ganze Hütte zu bauen. Also sie haben das alles selber machen. Man sieht also, es hat Platz für 10 Leute. Links und rechts kann man schlafen und in der Mitte ein bisschen Feuerchen zum Heizen, und that's it. Mehr gibt es da nicht. Also da hinter mir sieht man jetzt den Schuppen, wo sie dann kleine Stückchen gemacht haben, für zum später dann hier hinten im Meiler zu verkohlen. Und so haben die Kohle gemacht dazumal. Die Meiler, die haben ja immer bewacht werden, und das haben dann eben die Köhler gemacht. Und so ein Köhler die sind meistens das Zweite gewesen. Darum haben die ein eigenes Hütchen gehabt. Dann hat der eine schlafen und der andere hat dann den Meiler bewacht, dass das schön gleichmäßig abbrennt und so. Und man sieht auch hier, wahnsinnig viel Platz hat es nicht. Es war also eine recht enge Sache hier drin. Man konnte genau schlafen und es ist nicht viel. Für ein gutes Einkommen hat ein Köhler eigentlich pro Saison 4 bis 6 so Meiler aufbauen, damit das rendiert hat. Das hier ist eine sogenannte Rasthütte. Die war bis in die Mitte der 30er Jahre noch nicht Standard gewesen. Wenn man bedenkt, dass die zum Teil bei minus 20 Grad von aussen arbeiten mussten, ist man froh um so eine Hütte. Speziell an dieser die ist auf Kufen. Später ist sie dann durch einen Hebehaken noch verbessert worden, und man hat sie dann mit einem Kran auf einen Traktor rauf tun und dann so transportieren. 1937 hat sich dann die Lage massiv verbessert. Schon sehr viel bequemer wieder noch vor 17 Jahren oder 10 Jahren vorher. Aber es ist immer noch sehr rustikal. Das hier ist jetzt Waldarbeiterhütte aus den 50er und noch ein Seehe. Sie haben ja sogar jetzt schon Isolation, es hat sich also vieles verbessert. Es ist auch viel grösser geworden, weil die gleiche Grundrisse, wie wir vorher gesehen haben, ist jetzt nur noch für 4 Leute, nicht mehr für 8. Und sie haben Strom gehabt. Und das ist eine Zeitung von 1939. Es geht allerdings natürlich auch noch ein bisschen moderner. Hier rein, das ist jetzt auch so ein Rastwagen. Leider wissen wir nicht genau von wann, aber sie haben also schon einen Gaskocher gehabt und eine modernere Heizung. Und das Arbeitsschema war also auch ganz klar angeschlagen gewesen. Dass man weiss, wie jeder auch sich ein bisschen fit halten während der Pause. Hier noch so ein paar Übungen. Also Mitte 1960er Jahre hat die Motorsage eingehalten, und das Gebilde hier ist von 1967 und man nennt es Logma.
Und jetzt hat es hier noch ein kleines Museum, da gehen wir natürlich auch noch schauen. Da wird jetzt beschrieben, wie man den Meiler macht, um nachher die Holzkohle zu verarbeiten, respektive zum Holzkohle machen, wird ihm das Holz angefugt, dann wird es so stehend angestellt, dann wird so Kreis aussen dran hergelegt, oben im Loch wird brennendes Holz reingelassen, damit quasi der Meiler von innen nach außen brennen kann. Dann ist der Kohlenprozess fast abgeschlossen. Alles wieder schön reingeschüffelt, die Kohlenteile, in so Schlitten. Und natürlich wird das Ganze wieder von den Pferden gezogen und als Ort gebracht, wo es dann schlussendlich auch sortiert werden und abgefüllt in Säcke. Was auch noch spannend ist, die Rosse, die haben ja Sommer und Winter geschaffen. Das ist ein Wintereisen. Da sieht man, da hat es unten links hat's so ein Gewind, wo man dann hat können so Stollen reinschrauben, damit die Rosse nicht so ausgeschlüpft sind. Das ist noch clever, wie bei uns Fußballer mit ihren Nagelschuhen, oder? Schneeschuhe für die Pferde. Da haben wir einmal ein Modell supergross. Mit der Zeit sind dann die auch immer ein bisschen kleiner geworden. Die Socken, das glaubt jetzt mir keiner, aber die sind anscheinend aus Frauenhaar gemacht worden. Unglaublich. Was natürlich auch wichtig ist, die Zeitentwicklung der Werkzeuge, die man gebraucht hat, um überhaupt das ganze Holz zu fällen. Da haben wir die alte Variante. Ganz früher hat man es so noch, von Hand, das zweite, sicher mega anstrengend gewesen. Ja, und da sieht man, sie werden immer moderner und moderner. Und von der Anlegung sieht man da, das ist eine Anlegung von den 50er Jahren, also sehr spartanisch. Und das Modell aus den 80er Jahren. Mit Helm. Nachdem sie dann das Ganze abgeholzt haben, tun sie es auch brandroden, das Gebiet. Aber sie tun es nicht nur brandroden, sondern sie tun es nachher auch wieder aufbearbeiten. Und nachher mit unter anderem Kiefersämli wieder bepflanzen. Aber etwas ganz Lustiges ist das da, der gute Mann da. Der ist nämlich am Pflanzen mit dem Rohr. Und der Clou ist, man sieht es da, er hat sich nicht bucken beim Pflanzen. Eigentlich eine sehr clevere Sache. Muss man zuerst mal drauf kommen.